Na, vielleicht können wir uns da irgendwo für 2 Stunden herlegen. Gerade so, wie dass sich der Junge wieder da fangt, weißt? Nee. Weil wie du siehst, es geht rapide bergab. Ah. Probieren wir's. Mehr wie schief kann's nicht. Er muss sich ein bisschen aufwärmen. Come on. Bitte, bitte. Ja. It worked. Ja, schnell. ...47 Minuten. Viel Zeit ist nicht. Fast grad so viel, dass er sich ein bisschen regeneriert, der Bur. Kräutertee, das soll ein bisschen wärmen. Hoffe ich halt. Trinken. Was haben wir denn noch mit? Tasse Kaffee. Trinken. Gut, wir werden da jetzt ein paar Minuten warten, aber dann müssen wir schon wieder weiter, wie du siehst. Uns geht die Zeit aus. Wir haben nicht viel Zeit momentan. Aber wenn wir da hinten runterkommen, hätten wir eigentlich gute Chancen, dass wir da gelangen irgendwie. Weil da, oder ich glaube da oder da, haben wir Zwischenlager gehabt. Aber das bringt uns nicht viel, weil der Weg ist weit schon. Von da weg da Das bringt uns nicht viel. Hm. Ah, 29 Minuten. Wir müssen schauen, dass der Junge wieder ein bisschen auf Vordermann kommt. Ui. Haben wir nichts mehr, gell? Sehr gut. Wir lassen nichts zurück. Nicht, wenn's unbedingt muss ist. Okay. Dann müssen wir jetzt zwischenspeichern wieder. Aufwärmen. Okay. Bist bereit, Will? Los geht's. Also der Weg war für den Arsch. Dir sag es.
So. Das war nicht der Ernst, oder? Toll. Ja, was lassen wir zurück? Da der wird sie noch ausspeiben. Dir sag es. Du bist satt. Okay. Trinken wir noch ein bisschen was. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal, vielleicht kommen wir über den Berg kaum, weil dann da spart man uns das Stickel da um. Ja, Hasi, renn um dein Leben. Ha! Scheiße, ich hab so viel zurückgelassen. Gute Sachen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, habe ich so das Gefühl. Uns läuft die Zeit davon. Man gut, an Jeremia geht's sicher gut. Na, aber keine Möglichkeit, dass du über den Bergkamm umkommst. Na gut. Die Lage kann nicht beschissen genug sein. Ah, das haben wir da angelegt, genau. Wie lustig muss denn das wohl ausschauen, wenn du den Will aus einer anderen Perspektive siehst? Der Mensch muss eigentlich ein Gewicht auf der Waage haben wie ein Schwertransporter. So. Die Uhrzeit und wir sind am richtigen Weg. Sehr gut. Wir werden uns jetzt da ein bisschen rechts halten. Okay, wir werden jetzt da gerade weiter marschieren. Das ist echt anstrengend. Ich weiß, das ist sicher für dich als Zuschauer auch anstrengend. Ja, das Essen. Wir sind immer überladen.
Das erinnert so, die Musik erinnert so ein bisschen an die ersten Apokalyptika-Alben. Sehr gut, wir sind bald in unserem eigentlichen Gebiet und haben eigentlich eh schon einiges überstanden mittlerweile, also wir sind schon relativ weit. Und mitten in einem Schneesturm. Scheiße. Ja, jetzt müssen wir stur zur Bahn und dann rechts. Aber ich glaube, unser Will ist mittlerweile schon andere Strapazen gewöhnt. Da sind die Schienen schon. Problem wird's halt nur mit den Bären. Ich weiß nicht, bis wann der Bär wieder auftaucht. Ja, wir haben Rückenwind. Ist das geil. Schau. Da geht's gleich bei weitem schneller. Oi. Also die Atmosphäre ist einer wirklich sau gut gelungen. Not feeling so cocky now, huh? And all it took was for me to go full-on Grizzly Adams. I'd better get out of here before he comes back. Ach du Scheiße. Ah, danke dem lieben Herrn. Was sind wir denn jetzt? Ja, runter zum guten Jeremia. Weil beim Jeremia können wir uns wieder ein bisschen entspannen und ausruhen. Wie weit ist denn noch? Ja, es ist schon ein schönes Stück. Und dann bin ich gespannt, wie es mit der Geschichte weitergeht. Wirklich, also das ist schon seit langem wieder mal ein Spiel genau nach meinem Geschmack. Mei, die Sonne. Geil. Sind wir noch richtig? Ja. Und vor allem wieder mal Geschichte, wo du wirklich dafür arbeiten musst oder spüren musst, dass du wieder ein bisschen was weiter erfährst. Wir wissen, die Familie Spence ist eigentlich ja durch den Vordern draufgegangen. Allgemein. Der wollte den Bären töten und ist dabei draufgegangen, wie wir gehört haben.
Aber jetzt schauen wir mal weiter, was auf sich hat und was uns noch passieren könnte. Weil ich habe so das dumpfe Gefühl in der Magengegend, dass der Jeremia noch nicht alles erzählt hat. Aber blau Rehlederhose, geil. Wir werden's brauchen. Glaubt's mir. Eine, 2 Stunden, das müssen wir riskieren. Aber schau, er wird warm. Too much stuff to carry. Ich weiß, mein Freund. Jeremia, wir kommen. This pack is getting too heavy to carry. Ich weiß. Halt die Pappen jetzt, Will, bitte. So, wir sind eh gleich da. Aber du kommst jetzt eh gleich in der Zwischensequenz. Da geht's dir wieder besser. Ha. Da könnte man dabei was ablegen, oder? Jetzt haben wir ihn aber brutal überladen, im guten Mann. Wurscht, wir gehen einmal rein und schauen, was der Jeremia dazu sagt. Und jetzt viel Spaß in der Zwischensequenz, wenn eine kommt. Did you find it? The legend might be bunk, but the spear is real. Maybe the legend is also real. Let's hope so, for your sake. Yeah, the bear is definitely tracking me. You have any luck with the radio? I did. Did you see the lights in the night sky? The aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up. Started spitting out noise, but it was all gibberish. Bits and pieces of things. Music. Talking. I think it needs more range. More powerful signal. If we could find a way to boost the signal strength when the aurora is active, we might be able to get a message out. Well, let me guess. You have an idea. You're starting to get it, Mackenzie. I was digging through some old geological survey maps. Those look like military insignia stamped on there. Focus, Mackenzie! Now, this survey shows a series of radio transponder towers that cross back and forth across Great Bear. Now, why would those be there? Good question. But for another time. We can use these. How? Each tower has some electronics that'd serve like a signal booster to make sure the message gets to the next relay. Okay. Well, you get me 2, maybe 3 of those, and I might just be able to rig us up our own signal booster. You might, huh? And I guess I need to do this while old Bear decides if I'm going to become the next chapter in his legend?
Don't be silly. Spence's bear would be long gone by now. That was 150 years ago. Maybe he has, I don't know, genetic memory. Ridiculous idea. But there's definitely a bear out there, and he's definitely interested in you. You'll just have to take your chances. Says the guy safely inside the wooden cabin. Damn it! You think I want to be in here? I need to get a message out, and this might be the only way. What message? What does this have to do with me contacting my friend? There's more at stake than you and your friend! Please, Mackenzie. Get me those boosters. I'll fix the radio, and the first call we'll make will be to Perseverance Mills. I promise. Okay. I'm on it. I'll be back with the transponder parts. Watch your back, Mackenzie. What do I have to worry about? I have a legendary 150-year-old demon bear hungry for my blood. Bullets don't stop him, but I'm armed with basically a medieval weapon, which I'm sure will do the trick. I'm stuck in this winter wasteland where lights in the sky make the power flicker and electronics explode, and the only people I seem to meet are all slightly crazy. And this is all after I crashed my plane deep in the wilderness and somehow lost my ex-wife along the way, and I'd really kind of like to find her back. And don't forget about the wolves. Let's get on with it. Rauschen und diese Geschichte wird immer besser. Boah, ich liebe dieses Spiel jetzt schon, ehrlich gesagt. Gut, aber bevor wir irgendwas angehen,